Stop killing! Stop killing! Stop killing! Pegalo! Tibet needs you now. Und ich spreche heute zu euch, so wie die letzten Male hier, über das Thema Freihandelsabkommen. Diejenigen, die immer wieder hier waren, ihr wisst, das ist mein Thema, weil die GSTF engagiert sich mit Tibeter Gemeinschaft, mit Phimbo Tsogpa, mit Chöni Tsogpa zusammen für dieses Anliegen der Tibeter und der Schweizer. Ich komme aus Bern gerade heute Morgen. Gestern und heute war die Abstimmung nach 3 Jahren über dieses Abkommen zwischen Schweiz und China in Bezug auf die Wirtschaft. Leider ist heute am Tag der internationalen Menschenrechte ein Tag für uns Tibeter, für die Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen, ein schwarzer Tag. Ein trauriger Tag, weil nämlich gestern hat im Schweizer Parlament die erste Abstimmung stattgefunden, ob dieses Abkommen zurückgewiesen werden soll zum Bundesrat, dass er neu verhandelt. Leider wurde es mit 130 zu 50 Stimmen abgelehnt. Heute, jawohl, ihr könnt Puh sagen und das ist auch richtig, weil nämlich die Schweizer Bevölkerung, die denkt anders. Die Politiker, die 200 Nationalräte haben 2011 bei den Wahlen, haben sie versprochen, dass Menschenrechte gehören in solche Abkommen. Das hat man schriftlich bei den Umfragen gemacht und die haben also das nicht eingehalten, sondern nur ein kleiner Teil. Nur ein Viertel, 50 stehen dazu, dass Menschenrechte auch für die Tibeter in Tibet wichtig sind. Und heute Morgen war die Abstimmung, ob es ein fakultatives Referendum gibt. Ein Referendum ist die Möglichkeit für die Schweizer, dass man nochmals eine Bevölkerung fragen kann. Die Schweizer Bürger sollten das Recht haben, zum Abkommen zum Abstimmen. Leider wurde dieses auch mit 109 so knapp 60 Stimmen auch abgelehnt. Das heißt, wir haben keine Mehrheit gefunden und 3 Jahre, wir alle Tibeter und viele NGOs in der Schweiz, wie Amnesty International, haben sich eingesetzt. Wir haben nicht das erreichen können, aber wir haben gesagt, wir geben nicht auf. Nächsten Frühling im März gibt es die Abstimmung im Ständerat. Das sind die Vertreter der Kantone, Basel, Zürich, Bern. Und da ist noch eine kleine Chance, dass die den Entscheid des Nationalrats umstoßen können. Und wir hoffen, wir machen weiter so, jetzt vom Januar bis März, weiter mit allen Tsogpas in der Schweiz, mit allen NGOs in der Schweiz und dass wir die Schweizer Parlamentarier doch noch überzeugen können. Trotz viel Enttäuschung darf ich euch auch sagen, es gibt auch Schweizer Politiker, die haben Tibet nicht vergessen. Gestern haben etwa 12 Parlamentarier haben zum Abkommen gesprochen. 6 Parlamentarier haben Tibet explizit erwähnt. Die Selbstverbrennungen, die Umweltzerstörung, dass unsere Nomaden, 2,5 Millionen Nomaden werden zwangsumgesiedelt. Die Chinesen haben schon über die Hälfte, haben sie schon in schlimme Siedlungen angesiedelt. Das sind künstliche Dörfer, da ist keine Schule, keine Arbeit. Und die Tibeter müssen, die Nomaden müssen ihr Leben, ihre Lebensweise aufgeben. Und ich finde das toll, dass diese 6 Parlamentarier haben Tibet viele Male erwähnt und sie haben die Menschenrechte in Tibet angeprangert. Und für das, denke ich, machen wir weiter. Es ist ganz wichtig, dass wir heute am Internationalen Tag, wenn wir zurückdenken, weiterdenken nach Südafrika. Heute in Südafrika unten ist ein Mann, der Nelson Mandela, der ein Vorbild für uns alle ist. Und ich denke, es ist ein Zeichen, dass wie er, dass man die Hoffnung nicht aufgibt und eines Tages, auch wenn man im Gefängnis war, man kann die Gerechtigkeit obsiegen, ohne dass man
auf andere Menschen, die einem Leid zugetan haben, einen Hass hat. Und das ist auch, was seine Heiligkeit uns immer sagt. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Und in dem Sinn, Tibet needs you now, und machen wir weiter. So, vielen Dank.
用作家前不浪看这边，这上天的牛都叫我子，俺多去你咱们天这当，周中都这都。下边谁的跑都天就如今。